von der als Palmsindach. In Palmsindach ist ein Tag, der unter den Christen über die ganze Welt gehalten wird und gefeiert wird. Und wir denken an, wo Jesus an der Stadt Jerusalem ging und was Jesus an seinem letzten Werk vor seinem Tod belebt hat. Aber warum ist der Einzug Jesu in Jerusalem so wichtig? Und das ist die Frage, die wir uns von Jasper Marius mit beschäftigen werden. Um eine Antwort zu finden, müssen wir die Ereignisse vor und auch während sein Eintritt untersuchen und auch die Menschen untersuchen und betrachten, die damals waren. Also, was tut Jesus kurz vor seinem Einzug in Jerusalem? Weil erstens hat Jesus seine Jünger gewarnt, was in Jerusalem alles passieren wird. In Matthäus Kapitel 20, so ein Kapitel eher, in die Verse 17 bis 19 sagt Gottes Wort uns, Matthäus 20, Verse 17 bis 19. Und als Jesus ab dem Weg nach Jerusalem war, da nahm er seine 12 Jünger apart und sagte an, guck mal, wir gehen nun nach Jerusalem. Und die Menschen sehen, was an die Schriftgelehrten und auch die Hohepriester ausgeliefert worden, und die wollen ihn zum Tod verurteilen. Die wollen ihn, die Nichtjuden, das sind die Gentiles, übergeben, dort die am verspotten, verheven und kreuzigen. Und am dritten Tag wird er wieder abstehen. Und das war das dritte Mal, wo Jesus seine Jünger von seinem Tod in Auferstehung am Verrückt gewarnt hat. Und Jesus, wir sagen klar und oben mit seinen Jüngern über diese Dinge, die am bald passieren würden. Er hat es nicht in Gleichnisse an offenbart, leider mit ganz einfachen Worten. Er sagt, Kimmel, das wollen sie mir tun, dann wird das passieren, ich war sterben, aber am dritten Tag, er sagt sogar, am dritten Tag war ich abstehen. Ganz klar, ganz oben, ganz deutlich. Aber seine Jünger können bloß nicht begreifen, was Jesus mit seiner Welt meint. Zum Beispiel lesen wir Markus 9. So, das mal nicht Matthäus, aber Markus Kapitel 9, Vers 32. Dort, nur dem Jesus zu seinen Jüngern von seinem Tod geredet hat, sagt Gottes Wort an, Markus 9, 32, Markus 9, 32. Aber sie verstanden nicht, was er meint, und fürchten sich, am zu fragen. Woran können die Jünger diese Welt nicht verstehen? Was glaube ich? Was habe ich für Antworten? Ja, klar, das wollen wir Luther auch betrachten. Die haben eine ganz so Ansicht, dass Jesus für den irdischen Dreck abstellt, so dann kann das nicht sein. Vielleicht wollen sie das nicht glauben, right? Oder woran noch? Ja, dafür irgendwo wieder ein bisschen verstärken oder bedeuten, nicht? Dass sie dort nicht korrekt begreifen können. Der EU und wir noch nicht ganz up zu dieser Wahrheiten. Luther, was das alles passiert ist in Hingeehrt wir, dann wird es ganz klar, was Jesus mit seiner Welt gemeint hat. Aber für mich wird das bloß nicht klar. Und so gesagt wird, ich glaube, das hat sehr mit Missverständnissen zu tun. Die Juden, die hatten so viele Missverständnisse in falscher Lehre über das Reich Gottes. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 20. So, wir lesen kurz aus Matthäus 20, nicht wo ich war, Matthäus 20, Verse 20 bis 28. Du, so, wenn einer dort ganz durchliest, lest wie wo Johannes und Jakobus mit ihrer Mutter nach Jesus kamen. Was wollen sie von Jesus? Okay. So, die haben geglaubt, dass Gott oder Jesus Christus sein Reich auf diese Welt abstellen will. Und über wollen diese beiden die beste Positions an seinem Reich kriegen. Ob Jesus in der linke sieht und Jesus in der rechte sieht zu setzen. Die wollen Jesus nicht das Frauen, die andere Jünger am dafür frauen können. Nicht?
Jesus, in diesem Beispiel, wenn einer dort doch ganz deutlich lässt, Jesus sagt seinen Jüngern, was am passieren wird, dass er sein Leben Hand geben wird, Martin und alles. Und dann, kurz nur dem, kommen diese zwei. Und schrien sich über wer der größte Jünger wird sein und wer diese Machtpositionen in Reich Gottes kriegen würden. Ganz anders als Jesus gesagt wir, nicht? Wir würden sein, selfish, jitzig, selbstsüchtig, sei schuld. Die haben gedacht, dass Jesus in Reich wird ein physischer Reich sein und über wie weit von der dort Jesus in Reich ein Jesus Recht ist, der ut alle Seiten gemerkt ist, der dort Heil Christi eingenommen hat. Und so eine Missverständnisse über das Reich Gottes weiß mir wahr, wo gefährlich Missverständnisse in falsche Lehre, in falsche Vorstellungen kann sein für uns als Kinder Gottes. Wenn wir nicht abholen, dann kann sie uns von Gottes Lehre und von Gottes Willen ganz auflenken. Nicht? Manchmal hat Gott irgendwas für uns am Sein, was Gott seine Willen für uns ist, und wir glauben, no, das kann nicht sein. Wenn ich habe mir das eingebildet. Und Gott sagt, nee, guck mal, mein Plan ist das. Ich weiß dir mein Plan. So wird es sein, nicht dort. So, wir müssen abpassen, dass wir liebbar bleiben vor Gott, dass Gott uns immer weiter rechten kann und leiden kann, das heute war. Und dass wir nicht diese falschen Missverständnisse in Lehre uns auflenken lassen von Gottes Willen. So, mit diesen Ereignissen am Sand werden wir nun den Einzug Jesu in Jerusalem nur betrachten. Wir lesen in den Versen 1 bis 3, so wir lesen in Matthäus 21, Verse 1 bis 3, Verse 1 bis 3. Und als sie nur in Jerusalem kamen, mit der Phase um Olivenberg, dann schickt Jesus zwei von seinen Jüngern und sagte an, gut an dort Dorf nahm, dort fahrjündlich, und fuhrt, wo je eine Eselin Übung fingen, die ein Jahrling bei sich hat. Leist die los und bringt mir die her. Und wenn ihn irgendwer eine Wort fragt, dann sagt ihm, der Herr will die brücken, und die Wort jünt, die fuhrt luten. So, Jesus gibt zwei von seinen Jüngern Anweisungen, Instructions, in Bezug auf seinen Einzug. Und dort gibt es zwei wichtige Punkte, die wir aus dieser Verse nehmen wollen. Erstens ist es wichtig für uns zu beachten, wo Krieg seine Instructions wären, seine Anweisungen wären. Sie werden gesagt, wohin sie gehen sollen, in was sie dort hängen würden, wo dort wird sein, wo dort Krieg wird sein, wen sie dort begegnen würden, was sie am sein sollen, und wo dieser Mensch ab er wird reagieren wird. All diese Dinge sieht Jesus seine Jünger im Verrückt. Und das weist uns weiter, dass Jesus Christus Gott ist, wenn Gott allein allweitend ist, nicht? Das wir in Proverb 3 sagen. Also, ist Jesus Christus Gott, in Gottes Sehen, er weiß alles, und deswegen könnt seine Jünger diese Dinge im Verrückt sein. Und dort kann dann Kriegsraum aus Jesus anders sehen. In Lukas 19:32 lesen wir, dann gingen die geschickt waren, han und trafen dort durch Krieg so an, als an wie gesagt worden. Und der zweite Punkt, den wir aus dieser Verse nehmen wollen, ist die Reaktion von den beiden Jüngern zu Christi seine Instructions, zu seinen Anweisungen. Wir lesen nicht, dass sie erst viel geklärt wurden oder Muren deuten, als sie dort deuten, was Jesus ansieht. Oder dass sie nicht wirklich für Jesus zu gehorchen. Nee, wir lesen, die Jünger gingen in deuten, so als Jesus anbefohlen hat. Und ich nehme an, dass sie ganz wahrlich für Jesus zu gehorchen. Und gingen mit Frieden. Und liebe Geschwister, wo ist es mit uns? Es habe ich auch immer recht, Gottes Willen in Anweisungen in unserem Leben durchzuführen. Immer dort zu tun, was Gott von uns will. Manchmal weigern sich Menschen, was sie abgerufen an die Kirche zu tun, wie sie die nicht für wichtig achten. Und dort gibt es abgerufen an die Kirche, wo Menschen Dinge tun müssen, was nicht so reich zu sein sind, nicht? Habe ich Beispiele? Was man einmal war in die Kirche tun, obwohl einer dort nicht fertig sitzt.
cleaning the church, das ist eine riesig große Abgabe. Wie kann ich immer Rente merken, Rente haben? Was noch? Practicing, ja. All die scheinen leider immer an zu üben. Und ich weiß, wir als Orchester, wir sind noch Lehren, aber wenigstens sind wir Menschen fern, was wirklich sind dort zu tun. Und ich freue mich, dass ich auch durchsetzen kann und lernen kann. Ich möchte Gott uns helfen, dass wir noch würden besser werden. All the practices, leider anüben. Und auch im Chor, right? Die leider auch anüben. Und auch die, was mit Sound schaffen, dass alles reich schaffen wird, so ist es so. Und die Ushers, dass die immer die Kirche aufmerken down und Tauschlüten down und Menschen begrüßen. Das sind alle Abgaben, was eine Kirche zu tun sind, oder Etenreut zu merken, wenn wir fast haben, so eine Sachen. Und die Menschen, die wollen nicht so leicht hier sein, die dort down. Aber die haben wichtige Abgaben. Und wir brauchen einander, diese Gottesdienste zu haben. So, Gott will uns Mut bringen, nicht abzugeben, nicht mutlos zu werden in unsere Abgaben, aber dort wir mit Frieden die Dinge tun. Und Christus, diese Jünger deuten dort Furz, die deuten dort Jieren und Furz, Jieren und, was glaube ich? Wahrlich und ganz, nicht? Ganz. Alles, was Jesus ansieht, deuten diese zwei Jünger. Die deuten dort Furz, wahrlich und ganz. Und kriegt so, weil Gott handelt, wie die Abgaben tun, die er uns gibt. In unserem Haupttext finden wir auch einige wichtige symbolische Dinge oder Gegenstände, die wir betrachten wollen. Zum Beispiel, der junge Esel, dort Jesus gebraucht hat, eine Stadt anzukommen. Und ein Bibelforscher erklärt, dass wenn Jesus ab dem Piet eine Stadt reitet, dann würden die Menschen seinen Einzug aus einem Krieg gegen die Römer sein haben. Und das wollte Jesus nicht. Aber ab dem Esel oder einem Jorling zu reden, wird von den Menschen aus einem Friedenstiken genommen worden oder sein sein. So Jesus wollte den Menschen seine Autorität als Messias und als König und als Friedensprinz wiesen, ja, ohne sich gegen die römische Regierungen zu stellen und gegen die Römer zu gehen. Und durch das wird die messianische Prophezeiung erfüllt, die von Zacharia in Kapitel 9, Vers 9 prophezeit wird. Zacharia 9, Vers 9 sagt, Freut jünt je herrlich, der je in Zion wohnen, lut jünt schrien zu hören sein, der je in Jerusalem sind, harchemul jünt König kämpfen jünt, hei es in alles gereicht, merkt jünt frei, hei es deimutig und rippt ab einen Esel, einfach ab einen jungen Esel. So klar und direkt als diese Prophezeiung über Jesus Christus. Ja, Jesus wird kommen, ja, er wird diese Dinge tun, aber er wird an Jerusalem kommen, nicht ab dem Piet, aber ab dem Jorling vom Esel. Nicht? Hast du nicht interessant? Wo kriegt Jesus Gott sein Wort ganz feierlich vor dich brach? Und während Jesus eine Stadt reit, deuten viele Menschen ihre Kleider über den Weg ausspreiten. Und andere schneiden Äste von den Bäumen auf und spreiten die über den Weg. Und Adam Clark erklärt, dass indem die Menschen ihre Kleider über den Weg ausgespreut hatten, haben sie Jesus als ihren König anerkannt. Und das war eine Sitte, die Menschen damals hielten, wenn sie vorgestellt hatten, dass Gott einen neuen König sich gewählt hat. In 2. Könige oder 2. Könige 9, Vers 13, sagt Gottes Wort uns, wo die Menschen das für König Jehu damals deuten. Krieg so deuten sie für König Jehu, als die Menschen dort hatten oder wussten, dass Jehu nun König über Israel wird sein, dann nehmen sie auch die Dinge und die deuten die vor am Handlein, währenddem er eine Stadt kam. So. Die Aster und die Palmblätter, was die Menschen vor Jesus geleicht hatten, wären ein Siegtiken. Und so wie all eier Sachen dachten die Juden, dass der Messias an von den römischen Herrschaften losmerken wird, aber sie hatten nicht gedacht, dass Jesus über so tun in den Sinn triumphieren wird, an der Stadt Rom. So dass wir ein Sieg ticken, was der Messwurz passieren wird.
Jesus wird ever so tun, Sieg kriegen. Und ich finde das ein bisschen interessant und ironisch, sagen wir auf Englisch, dass die Menschen den Anfang von Jesus seiner Herrschaft feiern deuten, obwohl sie keine Ahnung hatten, dass seine Herrschaft ganz anders sein wird, als was sie sich dort vorgestellt hatten. Das wird ganz anders sein und trotzdem werden die Menschen durch, die luften am, die am Anbeten, die presten am, dass seine Herrschaft nicht bald anfangen wird und doch wird es ganz anders sein, als was sie gedacht hatten. Und wir schließen dann, wo wir noch die Menschen betrachten, die wir hier in unserem Text finden. An den verschiedenen Evangelien lesen wir, dass durch eine große Herde Menschen in Jerusalem wären. Du wären sehr viel Jahre Krieg dann über die Teil in Jerusalem. Was glaube ich, woran gibt es damals so viel Jahre an der Stadt? Ja, die wären nach Jerusalem gekommen, um Taupasse zu feiern, nicht? So ist das Wort Gottes der Juden dort sagt. Wer einmal können soll, für Passa, nach Jerusalem gehen und Taupasse feiern. Und so viele Juden kommen dann, über die ganze Welt, wer einmal können, die kommen dann nach Jerusalem. Das wird nicht eine sehr große Stadt, Jerusalem, aber dann über Ostern, über Passa, die ganze Stadt wird über voll. Und deswegen gibt es über die so viel Jahre durch eine Stadt. Und zweitens kann ich annehmen, dass Jesus all nur bekannt wird. Die Menschen, die hatten ungesehen die Dinge, die sie von Jesus gehört und gesehen hatten, ungesehen verbreitet, right? Und die Menschen, die wollen am sein. Und Gottes Wort sagt uns in Lukas 19, Verse 37, 38, Lukas 19, Verse 37 und 38. Und als er dann niederkam und vom Olivenberg raufreit, dann fängt die große Herde Jünger an, in ihrer Freude mit lauter Stimme Gott zu danken für all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Sie sagten, gesegnet ist der König, der am Herrn sie Namen kommt, lut Fried sein im Himmel, in Herrlichkeit boven im höchsten Himmel. Also, ich nehme an, dass wir, oder dass die Menschen auch morgen deuten, wo Jesus Christus, weil wir sein zum ersten Mal diese Titel für sich annehmen. Right? Die sehen, die nannten am König, die nannten am Messias, die nannten am David sein Sehen und so fort. Und für das erste Mal nimmt Jesus all diese Titel an. Meistens, wo die Menschen gesagt haben, sei dort nicht, das ist noch nicht so weit. Das ist noch nicht so weit, mein Titel ist noch nicht gekommen. Und diesmal nimmt er dort alles an. Und die Menschen, die haben sich sehr gewundert, was ist nun anders? Warum nimmt er diese Titel nicht alle an? Die wissen, du wir wird an den Menschen wird ein bisschen klar wird, nie wird was ganz Besonderes passieren. Und die freuen sich. Die Menschen, die wir von Jesus begeistert, besonders wie es heute nicht lang trägt, vielleicht ein paar der Eier, Lazarus vom Tod abwürgt. Was wird er nicht tun? In Johannes Evangelium, Kapitel 12, 17 bis 19, sagt die Bibel uns Folgendes. Johannes 12, Verse 17 bis 19. Johannes 12, 17 bis 19. Dort Volk, dort wie Jesus gewas, wie er aus Lazarus aus dem Grab raubt und vom Tod abwürgt, lobt, was er getan hat. Und ein Schauf Menschen gingen am auch entgegen, am zu treffen, wie sie gehört hatten, was er für ein Wunderteken getan hat. Und dann sehen die Pharisäer einer zum anderen, je sollen dort die nicht utrechten. Kijk, die ganze Welt geht am Hängen ran. So viele Menschen, was damals wie Maria und Martha wären, und Sachen, wo Lazarus vom Tod abstund, die wollen nicht sein, was Jesus nie tun wird. Die Menschen, die wollen sein, was Jesus als nächstes tun wird. Sie wollen nicht was verpassen.
Aber wenn es wirklich so schien, als ob die ganze Welt Jesus als nicht angenommen hat, liebe Geschwister, wo ist es dann möglich, dass die meisten Menschen, die am Palmsindach mit lüder Stimmen Hosianna, der als David sehen, schrien, deuten, raubten, am Freitag wird ganz anderes raubten. Am Freitag sehen sie Blut am Kreuzchen. Wo kann wir das verstehen? Weil wir waren daran denken, die Menschen hatten gedacht, dass Jesus Fuß ein irdisches Reck abstellen wird. Und als sie antworten, dass Jesus nicht so was am Sinn hat, waren sie alle enttäuscht. Andere hatten ständig gelehrt, dass er wahre große Wundertekens tun soll und tun wird. Sogar ganz bald eng, wo sie sagen, wo die Soldaten Jesus festnehmen und gekreuzigt, lüden sie mit Spannung, dass er sich irgendwo losmerken soll. Was sie wollen anhalten. Und die sagen, nee, Lot am Tag muss sein, ob er allein nie raupen wird, um am Ruf zu nehmen. Lot am Tag, wie werden ein Wunder sein. Lot am Tag. Was der Tolot wir. Wir losen, wo die Menschen Hosianna raubten. Und das hebräische Wort Hosianna bedeutet nie raten, heirat ans. Die Menschen raubten Gott an, er soll an von den Räumen raten. Sie hatten über kein Verlangen von ihren Sünden geraten wollen. Die hatten ihre Sünden lieber als Gott. Die Menschen werden ganz verblasst, dass der Messias so unterschwer ist, wo sie sich vorgestellt haben. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten hatten wirklich Angst, dass Jesus ihre religiösen Systeme ganz zu Grund bringen wird. Also taten sie alles, was sie können, um Jesus loszuwerden. Und obwohl uns das schwer zu verstehen ist, gibt es von dir noch einmal so eine Menschen, liebe Geschwister. Am Anfang nehmen sie Jesus als ihren König an, aber sobald Jesus an im Bett anders schlägt, als was sie sich vorgestellt haben, dann spielen sie an zu ziehen. Die Frage für uns von der Samarias ist Jesus immer noch ans König? Schrie wie Hosianna, David sehen? Oder schrie wie Blut am Kreuzchen? Jesus kam, um den König zu sein. Er hat alles, um uns von unseren Sünden zu raten. Nehmen wir ihn an oder schmieden wir ihn auch zu ziehen? Von der Samarias haben wir den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem betrachtet. Und obwohl weiße Menschen Jesus in Tod nicht als ein triumphierendes Ereignis ansehen würden, sei wie als Kinder Gottes seinen Tod anders an. Dort wir nicht sein Tod, wird triumphierend wir, dort wir durch seine Auferstehung, dort Jesus vom Tod abgestiegen ist, wo er so tun, der Sinn in den Tod für immer besiegte. Deswegen ist das triumphierend. Mag Gott uns an das Opfer Christi in dieser Osterzeit und auch alle Tage denken halten. Amen.